Apropos Tier ist komisch. Kennt ihr den schon? Die Frau Meier sagt ganz aufgeregt zu der Frau Müller: «Ihre Katze hat heute am Morgen unseren Papagei gefressen.» Nachher sagt Frau Müller: «Oh, gut, dass wir das sagen, dann überkommt sie heute aber nichts mehr.» oder, apropos Papagei. Die Frau Meier will sich in der Tierhandlung einen neuen Papagei kaufen. Vor einem wunderschönen Papagei bleibt sie stehen und sagt: «So, du, kannst denn du auch reden?» «Blöde Frage. Und du? Kannst du fliegen?» Oder ein Flüge fliegt haarscharf an einem Spinnennetz vorbei. «Wart nur», hat da die Spinne gesagt. «Wenn ich dich heute nicht verwitsche, dann halt morgen.» Da hat die Flüge gelacht und gesagt: «Pech gehabt, ich bin ein Eintagsflüge.» Apropos Spinne. Frau Spinne will einkaufen. Da ruft das Spinnenmännchen: «Hey, hast du das Netz dabei?» Ein Mann läuft mit einem Pinguin auf dem Arm durch die Stadt. Da fragt die Frau: «Von wo haben Sie denn den Pinguin?» «Ja, der ist mir zugelaufen. Was soll ich machen?» «Ja, gehen Sie mit dem Zoo.» Nach ein paar Stunden treffen sich die drei wieder. Da sagt die Frau: «Sie haben ja den Pinguin immer noch. Sind Sie denn nicht im Zoo gewesen?» «Ja, doch», sagt der Mann. «Da sind wir schon gewesen. Und jetzt gehen wir zusammen ins Kino.» Apropos Pinguin. 2 Pinguinkinder unterhalten sich. «Super, heute haben wir nur 10 Grad unter Null. Vielleicht bekommen wir Hitzeferien.» Ein Knaller am anderen. Was haben wir denn da noch? Ein paar gute auf Lager für euch. Und zwar, der ist ganz herzig. Hört zu. Das Mami Tausendfüssler geht mit ihrem kleinen Tausendfüssler in ein Schuhgeschäft. Da sagt der kleine Tausendfüssler: «Mami, bitte keine Schuhe zum Binden.» Das ist süß, oder? Oder der, apropos Tausendfüssler. Da sagt der Tausendfüssler zum anderen: «Warum schwankt denn die Frau so? Hat sie etwas Gläschen zu viel gehabt?» Da sagt der andere: Nein, aber sie hat ja unbedingt ihre Stöckeli-Schuhe anziehen. Nicht schlecht. Ein Angler hat einen grossen Fisch gefangen. «Wunderbar», hat der Angler gesagt. «Dich nehme ich jetzt heim zum Essen.» Da hat ihn der Fisch angeschaut und gesagt: «Ja, danke schön für die Einladung, aber ich habe schon gegessen. Nimm mich lieber mit ins Kino, komm.» Oder, apropos Fisch. 2 Fische treffen sich auf einem Baum. Da sagt der eine zum anderen: «Du, kannst mir bitte mal deine Bürsten auslehnen?» Nachher sagt der andere: «Sicher nicht, du hast ja Schuppen.» 2 Mäuse sitzen zu Abend am Fenster. Da fliegt eine Fledermaus vorbei. Da sagt die eine Maus: «Schau mal, ein Engel!» Also gehen wir ein bisschen zu den glitschigen Tierchen. Die Familie Frosch macht einen Ausflug. Plötzlich kommt ein Storch zu fliegen. «Wuff, wuff, wuff!» bellt die Froschmutter. Da fliegt der Storch voller Angst davon. Da sagt die Froschmutter: «Seht ihr, Kinder, es ist immer gut, wenn man Fremdsprachen kann.» Ja, apropos Frösch. 2 Frösche treffen sich auf einer Wiese. Der eine hat am ganzen Körper Heftpflaster und Bandagen. «Ja, um Himmels Willen, was ist denn mit dir passiert?» fragt der andere Frosch entsetzt. «Ja, frag nicht. Ich habe aus Versehen einen Knallfrosch geküsst.» Ja, das fetzt denn. Oder der. 2 Schnecken kriechen über die Landstrasse. Da sagt die eine zu der anderen: «Nicht so schnell, da vorne ist eine Radarfalle.» «Was ist denn das für ein Hund?» «Ein Polizeihund.» «Der sieht aber gar nicht so aus.» «Muss er auch nicht. Er ist bei der Geheimpolizei.» Apropos Hund. 2 Hunde laufen durch die Wüste. Da sagt der eine zum anderen: «Oh, also wenn jetzt nicht bald ein Baum kommt, dann mache ich den in die Hose.»